Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, die World Squad startet. Woo! World Squad 2024 Folge 1. Roy Makaay in Aktion. Ja? Einer der sympathischsten Spieler, der bei uns war. Aus meiner Sicht. Und ich freue mich sehr drauf. Und damit gehen wir rein in den Bums. Und bevor wir das tun, wie immer der Hinweis, Leute, wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert gerne den Kanal, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier tue. Ja? Wenn ihr das Ganze ohne mein Gelaber sehen wollt, findet ihr den Link zum Originalvideo in der Videobeschreibung. Ansonsten schaut einfach auf dem YouTube-Kanal beim FC Bayern vorbei. Dort findet ihr den ganzen Bums auch. Und damit rein. It's not easy, but this is my dream. Dass du letztes Jahr dabei warst, bedeutet nichts. My dream is to become a professional footballer. That's my goal, to sign a contract with Bayern Munich. Hier geht alles. FC Bayern. World Squad. Unsere Weltauswahl. There were 10,000 people applying for the project and we can only pick 23. Hi, servus. Wenn die das Trikot von FC Bayern anziehen, Club bedeutet alles für mich. Das Logo auf der Brust zu tragen, ist einfach unglaublich. Ich kann stolz drauf sein. Respect the project. Know how special this is for you. World Squad ist nicht nur ein Club, das ist fast eine Nation. Giovanna auch super sympathisch, ne? Giovanna war auch eine Maschine, Alter. Weltweit. Unser Ziel ist es ja, dass wir Spielern aus strukturschwächeren Ländern eine riesen Bühne bieten. It's not that easy for me and my family. Es difícil. Y no, la verdad que un honor tener un profesor, un DT que sea un máximo goleador del mundo. Hier haben wir noch mal Wandläufe gemacht mit Magath im Schnee. From now on, I'm coach, I'm not Roy anymore. Dieses Jahr gehen wir in die USA. Eine geile Reise. Sie werden das in ihrem Leben nie vergessen. At the end, this is the big goal. Highlight of these 4 weeks. Ein Abschlussspiel gegen unsere U19. If you have one team, miracles can happen. Also grundsätzlich verliert beim FC Bayern ja niemand gerne. Das ist ja die DNA des Clubs, dass wir immer gewinnen wollen. Nachdem wir im Jahr 2022 noch einen relativ ungefährdeten Sieg mit 4-0 eingefahren haben, ist es für uns letztes Jahr nicht so gut gelaufen, haben im Endspiel dann 1-0 verloren. Es war wirklich ein tolles Spiel. Die Jungs aus der World Squad haben uns alles abverlangt und ja, unsere U19 hat ganz schön geschaut. Sie hatten einen wirklich guten Gegner gehabt und jetzt versuchen wir natürlich dann auch dieses Jahr wieder ein bisschen besser abzuschneiden. Die werden 120% geben und das Spiel definitiv gewinnen wollen, weil auch wenn wir alle ja eine Familie sind und auch genauso ein internationaler Nachwuchsfußball wie national zum Campus gehört, hat man schon gemerkt, den Tag danach in der Kantine schon ein bisschen der Stachel saß, kurzzeitig. Ja, normal, oder? Fußball. Es war eigentlich schon was Besonderes, weil es war für die wie so sozusagen ein Finale gegen U19 von uns zu spielen. Als wir das Projekt ins Leben gerufen haben, hätte ja auch nie einer daran geglaubt, dass wir mal die U19 schlagen. Das macht dann natürlich unheimlich stolz. Und ich erinnere mich noch, da haben wir im Stadion gegen die gespielt, im FC Bayern Campus das erste Mal. Haben 1-1 gespielt, genau, war ein gutes Spiel. Ein Jahr später haben wir dann in der Allianz Arena sogar gegen die gespielt und da haben wir 4-0 gewonnen. 4-0 gewinnen, 4-0. Ja. So eine Niederlage nagt und die Jungs, ich meine Alex Pavlovic ist ein gutes Beispiel, hat ja auch 2 Jahre gegen die World Squad gespielt und ist jetzt hier, hat das Ziel erreicht. Para de crescer, né, mano? Você cresce até 16, depois você para. Is that like a good picture sometimes? 진짜? 그 경기 때
Die World Squad 2024 steht an, unsere Weltauswahl, die in einem Videobewerbungsverfahren losgeht. Können sich Spieler bei uns bewerben. Danke. Das ist schon echt ein schönes Projekt, ne? Habe ich ja letztes Jahr schon gesagt. Also mir persönlich gefällt das richtig gut. Nachdem bekannt wurde, dass ich das machen würde, bin ich auch oft kontaktiert durch Agents. Ich habe noch einen Spieler. Nein, bewerb dich wie alle anderen über die Website. Tigris. Ja, krass, ne? Aber klar gehen die da rein, ne? Also jeder Spielerberater, gerade auch von Spielern aus nicht so finanzstarken Ländern, ist natürlich ein Sechser im Lotto sowas, ne? Gustavo Teis kennst du ja. Der Wagen kommt woher? Wo? Links. Jisung. Der hat sich ganz normal beworben. Und die kriegen dann von ihren Vereinen das okay dafür, Ja. oder wie? Ja. Wir wussten dann nach 2 Ausgaben, wie wir im Scouting vielleicht noch besser vorgehen. Es ist ja auch nicht so einfach, Spieler am Ende nur durch eine Videovorstellung dann für so ein Team zu scouten. Wenn die da was auf dem Internet stellen und dann vor allem mal ruft die FC Bayern München und sagen, ja, komm hier, schauen wir deine Skills und so. Ich glaube, das ist etwas sehr Besonderes für die Jungs. In der letzten Ausgabe ist es uns dann am Ende gelungen, 2 Spieler zu entdecken, beziehungsweise 2 Spieler auch so auszubilden innerhalb des Projekts, dass jetzt beide Profivertrag unterschreiben konnten. Und daran sieht man, dass sich dieses Projekt Jahr für Jahr auch weiterentwickelt. Ja, dann haben wir ja hohe Maßstäbe dieses Jahr, ne? Und ja, wir haben wieder eine spannende Auswahl zusammengestellt, weltweit bei Top-Coaches. Dieses Jahr wieder dabei Roy Mackay als Cheftrainer, der letztes Jahr schon dabei war, mit Diego Contento, auch ein ehemaliger Bayern-Spieler, als Co-Trainer. We already met. Hi, Roy, nice to meet you. Roy, nice to meet you. Hey, my friend, how are you? How are you? Yeah, good. Now. Yeah, of course. Maschine. Yeah. Welcome everybody. Everybody understands English. The Spanish people are coming next week, so you will see that the coming weeks I will switch from English to Spanish sometimes. Gustavo, you should speak English already. Every training, give everything. That's the only thing I demand. If you make mistakes, no problem. My goal at the end is that each and every one of you is maybe 2% better. One will improve a little bit more or faster than the other one. That's football. But at the end, this is the big goal. Highlight of these 4 weeks. It's special. We have 2 here now, 3 who played it last year, and we won it. But don't feel the pressure. They have to win because they are a professional team. Normally, professional clubs should always beat us. But last year, David, Gustavo, you show if you have one team, if you do it all together, miracles can happen. There were 10,000 people applying for the project and we can only pick 23. Respect the project. Know how special this is for you. And to achieve it, only this way, together. But together, not only as players, together with us as well. That's the only way. Teamsport, ne? Teamsport, Leute. Man muss ein Team sein, anders wird es nicht gehen. Way you can achieve success. Enjoy it, have fun. If you need help, come to us. And from now on, I'm coach, I'm not Roy anymore. Für die Jungs ist es natürlich einfach ein Riesenerlebnis, jemanden als Trainer zu haben, der schon Profimannschaften trainiert hat und der vor allem eins weiß, wie Bayern München funktioniert, welche Ansprüche Bayern München hat. Und da lernen die Jungs sehr viel und wir sind froh, dass Roy sich bereit erklärt hat, das Projekt nochmal zu begleiten als Cheftrainer. Ist schon cool, dass er Wo wieder ich dabei 5, ist. 6, 7, 8 Jahre alt war, war mein Traum, Profifußball zu werden. Ich glaube, wie viele in dem Alter. Und wenn man das dann letztendlich schafft, dann ist es wunderschön. Aber ich habe immer gesagt, das Wichtigste ist, dass man Spaß hat jeden Tag. Wenn man mit ihm anfängt, über Fußball zu sprechen, also seine Augen, die blinkt und blinkt. Warum ist er nicht Trainer geworden? Puh. Ich weiß noch, ich war bei Olympia dabei in 2008 in Peking. Der Co-Trainer, der kannte ich schon länger und haben wir mal ein paar Mal geredet über, was willst du danach machen. Und ich sagte, ja, vielleicht mal Trainer. Dann hat er gesagt, wenn du Zeit hast, geh mal während deiner Karriere bei Feyenoord schon mal ab und zu, wenn es passt, zeitlich. Dann habe ich mein A-Lizenz geholt
und da erstmal 5 Jahre in der Jugend gearbeitet. Giovanni van Bronckhorst wurde Cheftrainer. Und dann hat er mir gefragt, möchte gerne einer von meinen Co-Trainern bei den Profis werden. Und danach ein Jahr Co-Trainer bei Rangers mit ihm. Wunderschön. Leider Europa League Finale verloren gegen Frankfurt, aber Pokal gewonnen. Und ein paar Monate später kam über Lasch die Anfrage, ob ich das vorstellen konnte, um diese World Squad zu trainieren. Und dann Nacho, der hat das letztes Jahr überragend gemacht. Der individuell. Der räumt alles ab. Gustavo, der hat das letztes Jahr super gemacht, ist schon hier. David auch dabei und dann Sebastian, wo der dann auch spielen wird, das weiß ich noch nicht. Natürlich ist es immer für mich noch eine Ehre, dass man solche Sachen für einen Verein machen darf. Die haben wahrscheinlich ein paar hundert Legenden, aus wem die ein paar wählen können und die fragen mich so. Das ist für mich schon eine Ehre. Das ist Roy. Ja. Mehr brauchst du eigentlich gar nicht argumentieren, Alter. Das, was er jetzt gesagt hat, das ist Roy Mackay, Alter. Ist ein Weltstar und ist eine Bereicherung für alle im Projekt. Und damit meine ich nicht nur die Spieler, auch für mich, für den ganzen Staff. Man kann von Roy nur lernen, man lernt jeden Tag von ihm. Und wir im Team waren halt super happy, als er uns dann zugesagt hat, dass er wieder die Cheftrainerrolle übernehmen wird dieses Jahr. Es hat so viel Spaß gemacht letztes Jahr, dass ich es dieses Jahr wieder machen werde. Aber das ist immer gut. In München, habe ich meine Familie 4 Jahre lang eine sehr angenehme Zeit gehabt. Zu Hause ist, wo ich meine Ruhe habe mit meiner Frau und Kindern. Ich bin da letzte Zeit nicht sehr viel. Meine Frau, die kennt das natürlich als Spieler. Ich meine, wir sind schon 27 Jahre verheiratet. Die hat den ganzen Weg zusammen mit mir gemacht. Die weiß schon, dass ich regelmäßig weg bin. Natürlich ist 1 Monat schon lange. Ja, wir schauen mal, dass sie vielleicht dann, wenn wir hier in München, dass sie mal ein paar Tage hier vorbeikommt. Aber wenn ich fertig bin, haben wir noch genügend Zeit, um mal entspannte Urlaub zu machen. Ja. Hier haben wir noch mal Wandläufe gemacht. Mit Margaret im Schnee. Bei mir gibt es nicht viele Regeln, aber ich glaube, das Respekt, dass man versucht, rechtzeitig da zu sein. Deinen Mitspieler oder anderen zu helfen, das ist schon sehr wichtig. Und nicht vergessen, Spaß zu haben. Die World Squad ist für mich ein wunderschönes, wo es eigentlich das Soziale wichtig ist als Sportler. Vor allem der Weg außerhalb vom Platz. Uli Hoeneß, der war auch sehr gut immer. Dann hat er gesagt, organisier mal ein Restaurant und dann gehen wir alle hin mit Frauen, mit Kindern. Und nicht über Fußball zu reden, mal Familientag zu haben, weil ich glaube, das ist gut für die Mannschaft. Sodass es nicht hier nur um Sportliche ging, aber auch um das Menschliche. Und das hat mir sehr gut gefallen immer. Aber das ist neu. Hier? Hier haben wir 4 Jahre gewohnt. Aber das ist, ich fahre nach so vielen Jahren immer noch locker hin. Da sind wir auch mit den Kindern hingegangen hier, wie sagen wir, mit Schlitfahrt. Und ja, man sieht schon, dass das sich gut lehnt. Und das war immer voll mit Kindern. Wir haben 4 Jahre super gewohnt hier. Sportlich ist es natürlich sowieso, wenn man für einen der größten Vereine der Welt spielen darf. Und wir versuchen immer, wenn es geht, nach München zu kommen. Ja, es war auch mal schön, mal wieder an mein alter Haus vorbeizufahren und zu sehen, dass sich noch nicht viel geändert hat über die Jahre da. Es ist natürlich super, wenn man jemanden wie Roy Mackay, schon eine Legende als Fußballer, eine Legende hier bei Bayern München, wieder für das Projekt gewinnen konnte. Ich glaube, es zeigt auch, dass es Roy letztes Jahr sehr großen Spaß gemacht hat, die Jungs zu trainieren. Neben Roy Mackay, wo wir uns natürlich sehr darüber freuen, dass er dabei ist, ist natürlich auch noch eine ganz wichtige Komponente als verlängerter Arm auf dem Platz, dass auch Gustavo Teis, unser Kapitän, dieses Jahr wieder mit dabei sein wird. Ja, ich bin gespannt. Ich meine, der hat das natürlich auch überragend gemacht. Und jetzt wollen wir ihm wieder die Bühne geben, dass ich es nochmal zeigen kann. Ich bin immer noch überzeugt von seinen Qualitäten, aber bin auch gespannt, wo er steht, jetzt 1 Jahr später. Perfekt. Dankeschön. Alle behilflich. I can introduce myself in German. Okay? Hi, servus, ich bin Gustavo. Wait, let me train with you. Er war schon stark, ne? In den letzten Jahr. Sehr gespannt, wo der Weg hingeht, ey. Servus, ich bin Gustavo. Ich bin 19 Jahre alt. Ich komme aus Brasilien. Ich bin Mittelfeldspieler. Which club? Ah, sorry, Bayern Munich, World Squad.
I'm in Munich since 2 months. I'm preparing for World Squad. So after World Squad, I went to Los Angeles. Then I trained there 2 weeks. But I had a contract with my club in Brazil. Gustavo já passou por grandes equipes, já passou por, na minha opinião, os 2 maiores clubes do Brasil e agora ele vestiu a camisa do maior clube do mundo. After World Squad last year, I trained more, I studied more. I think I can be better than last year. So in Brazil, I train every morning. Then in the afternoon, I go to the gym 3 times a week or 4. Then these years, Lars and Johnny said to me, come back. Durch World Squad hier bei uns bei FC Bayern ermöglicht die Kinder, die Jugendlichen beim Top-Verein zu spielen. Einfach von zu Hause, ganz weit weg. Ich denke jetzt an südamerikanische Jugendliche. E foi uma felicidade muito grande, assim, bateu aquele medinho, né, de ser, de ficar longe da mãe, do pai, porque até então ele nunca tinha ficado. It's not easy, because I really love my family, my father, my mom, and it's not good to be so far. It's not good to live without my family, but this is my dream. Ja, das kommt auch noch dazu, ne, als ein junger Kerl. Aber wenn du Fußballer sein oder werden willst, ja, gehört das leider dazu. Es sei denn, du bist gleich so eine Maschine, dass du gleich so viel Geld verdienst, dass du deine ganze Familie mitnehmen kannst, ne? Não pensou nas dificuldades que teria, né, de mudar de seu estado. Of course, it's not easy to begin away from my family. É difícil. We cried a lot. Oh, wie süß. I tried to be strong because I don't want to they cry, you know. They are happy for me, but of course not good to be so far. A gente tenta falar da melhor forma possível, mas, cara, eu desejo o melhor para ele. Alter, das scheinen auf jeden Fall gute Eltern zu sein. Ja? Tudo de boa. When I'm not training, my free time, every time I'm calling them. I miss home, not my home, but my family. Falta voz, falta palavras para descrever o amor. Mother, father, I love you. I wanna see you. Yeah, they don't speak English, so they need to use the translator. Of course, I wanna be the captain. Last year, I didn't speak English, and I was the captain. So this year, I can be better captain. Bei ihm ist ja das Beeindruckende, wie er sich auch jetzt neben dem Platz auf die World Squad-Saison vorbereitet hat. Er hat das ganze Jahr Englisch gelernt, sein Englisch ist mittlerweile sehr, sehr gut. Die Herausforderung, dass er auch von den Jungs dementsprechend akzeptiert werden muss, das liegt dann bei ihm. Aber da bin ich guter Dinge, dass er das schaffen wird, annehmen wird und dass er auch dann dieses Jahr nicht nur auf dem Platz wie letztes Jahr, sondern neben dem Platz nochmal ein deutlich größerer Mehrwert für die Mannschaft sein wird. I really want to play better than last year, and I will play better than last year. The first train, I'm really excited because I'm here 2 months and I'm waiting for this moment. I will do my best every game, 100%, every train, every day. So my goal for this year, World Squad, is to be better than last year. Ele vai chegar, vai acontecer. Eu vou estar aqui aplaudindo ele e vou estar lá com ele do lado dele. My goal is to sign a contract with Bayern Munich or with other big club here in Europe. Da sind wir mal gespannt, ey. Also wie gesagt, ich fand die letztes Jahr schon sehr, sehr stark.
Die Jungs reisen aus der ganzen Welt an und dann geht es am Donnerstag zur ersten Trainingseinheit an der Sebener Straße. Und ich glaube, auch wenn du nicht aus Europa kommst, dann weiß jeder Spieler, wenn er hierher kommt, was die Sebener Straße ist. Okay. Geht los? Jetzt noch gut. Lass das. Bonjour. Okay, erste Training. Mein erstes Training, das werde ich nie vergessen. War unglaublich. Das Stadion war so groß. Habe ich sofort gelernt und gemerkt, hier geht um alles. Das bedeutet viel, ein großer Club. Und da ist, wo du merkst, oh, das ist ein anderes Verein. Für uns ist in dem Projekt auch wichtig, den Jungs zu zeigen, was notwendig ist, um bei Bayern München zu spielen. Da geht es einfach um diese Identifikation mit FC Bayern München. Es geht darum, hochprofessionell zu trainieren. 세계적으로 정말 큰 클럽이고 모든 선수들의 이제 꿈인 팀에서 이제 Das Logo auf der Brust zu tragen, ist einfach unglaublich. Man kann stolz drauf sein. 뛰고 있고 훈련하고 있는 거여서 정말 저에게는 특별한 것 같아요. Das ist eine Erfahrung, das die werden nie im Leben vergessen. Oh, great save! Help him! Help him! Hey, well played, well played. Goalkeeper. Play, David, play. David, I didn't want to stop. Great recovery. When you recover the ball, what's the first thing you have to do? Keep the ball. And the ball can be a pass there or dribble, but in this case, but then the goalkeeper, you can also scream. Because now he thinks I can dribble, he loses the ball, and it's 1 against 1. Dass du letztes Jahr dabei warst, bedeutet nichts, dass du denkst, ich spiele automatisch. We're done, guys. Morgen lassen wir dich los. Ah, herrlich, Leute. Ja. Das war die erste Folge von der Word Squad, Leute. Ich freue mich drauf. Wie gesagt, hat mir letztes Jahr sehr, sehr gut gefallen, davor das Jahr auch. Und ich bin gespannt. Super sympathische Typen halt einfach dabei und mal gucken, was der Roy da weiterentwickelt. Dieses Jahr. Ne? In diesem Sinne, Leute. Rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein. Bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.